Russland hat mit seinem brutalen Angriff auf die Ukraine die europäische Friedensordnung zerstört. Aber auch die Situation am Nahen Osten bleibt volatil. Und die Relationen zwischen den USA und der Europäischen Union, gerade am Bereich der Verteidigung, sind am Wandel. Der Premier sagt vorgestern, dass Zeit, dass Europa bei Sicherheitsfragen auf eigenen Füßen steht. Stimmen ihm zu. Dafür begrüße ich auch diesen Debat über die europäische Verteidigungsindustriestrategie, werden wird, aber betrachtet als wichtigen Schritt in Richtung von mehr strategischer Autonomie. Wir haben in den letzten Jahren Bannen, eben noch an den Assembleen, wo man vertreten sind als Chamber, wie zum Beispiel die Assemblée Parlamentär von der NATO, eine ganze Reihe von Arbeiten zum Thema Verteidigungsindustrie an den damit verbundenen Technologien durchgeführt. Und diese Rapporte wird immer betont. Europa hat eine fragmentierte Verteidigungsindustrie mit vielen Redundanzen an ineffizienten Beschaffungsstrukturen. Was mich immer noch schockiert, wo auf Visite an Litauen, wo auch Lützeburg Truppen stationiert sind, wo den deutschen kommandierenden Oberstleutnant uns erklärt hat, wie die verschiedenen alliierten Truppen man nicht kommunizieren. Nämlich, an dem Funkgeräte an einem Schaf mit Panzertape zusammengepasst gehen, weil die Verschlüsselung nicht immer kompatibel ist. Das kann es doch 2025 nicht mehr sein.